Schëmmech fir zetéicht all de Nuschleessen, die dem Herr Minister Asselborn Merci soen, dat den hinnnerkom ass, dat als der Erklärungen ginn huet, dann files vun dem, wat der gesot huet, zu auch positive Entwicklungen. Lust mech vielleicht als Deklaration ha an pu Punkten opdeelen, dat déige pu Weder iwwer Position vun der ADR. Wir hatten eng Journée parlamentär, wo man CETA am Detail diskutiert hun, wo auch als Parteigremien invitéiert hatten. Wir sind dennerblick diskutiert aufgrund von den Dokumenten, die vierlochen. Das waren noch nicht die definitiv Dokumente. Am Hüneisen als Parteigremie versprach, dass man zurückkommen, wenn all Dokumente definitiv vierleihen und dann echt eng Parteidecision holen, ohne die konstitutionelle Rechte von den Deputierten vorzugreifen, selbstverständlich. Wir haben also die letzte Decision an der Partei noch nicht geholt, und ich werde der also auch an dem Sinn halt nicht engagieren. Wir haben eine Reihe, wo vierlebliche Konklusionen geholt werden. Das ist das, dass mir auch die Wichtigkeit vom freien Handel mit Kanada in der Strachung, dass wir den Schutz von unseren ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen ganz hoch schreiben, dass wir keine Vermischung mit dem TTIP wollen, und wir haben auch proposiert, dass wir mit unseren amerikanischen Freunden echt in Richtung von sektoriellen Akkorden gehen, wie in Richtung von einem Comprehensive Agreement, den uns nicht realistisch schenkt. Also in dem Sinne haben wir ein Nee zum TTIP gesagt. Und wir haben prozedural op Kompetenz von den nationalen Parlamenten insistiert. Was ist das für Haut? Ich will vielleicht außer von den Sondesreden ein paar wieder so über die Rolle von den nationalen Parlamenten an ein paar institutionelle Aspekte an dieser Diskussion besonders unterstreichen. Das ist nämlich wichtig, und ich komme hier auch an, wenn ich Stadthaltungen in den Gringen an anderen analysieren, ob Konsequenzen verschiedene Positionen zurück. Dat ist das mir gesot, dat immer gesot, das Parlament hat gesot muss Akkor mixt sinn. Akkor mixt inspiriert sich an den Dispositionen vom Artikel 4 vom Traité über das Funktionament von der Union Européenne. Mit den Traité, den Artikel, den als Opportunitätsgrenn am Laufe der Zeit so interpretiert gehen, als ginge do eine klare Trennung an dem Artikel gehen ähnlich am Artikel 3 für drunterschen dem wird Unionskompetenz als eine Nationalkompetenz. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Rechtsentwicklung, die eng arrangiert hat, weil sie mit Pouvoir wollten, und die anderen arrangiert hat, weil sie Diskussionen wollten aus dem Weg gehen. Aber wir haben eine Kompetenz partagé. Am deutschen Text steht gemeinsam, am englischen shared. Wir haben keine separé, wir haben keine residuelle Nationalkompetenzen, keine Rechtskompetenzen. Mehr bis wird zusammen soll ausgeübt gehen zwischen europäischen Instanzen und nationalen Instanzen. Der Europäische Gerichtshof, der Minister hat für gesagt, dass man nach einem Urteil am Dossier Singapur erwerden, den wird traditionell integrationistisch geurteilt, der das auch in dem Sinne ein bisschen geschafft gehen. Auch die Lissabon-Revision von den Verträgen wird dem Europäischen Gerichtshof an dem Sinne inspiriert. Wir können uns also vorstellen, auf welche Richtung es geht. Für uns ist es aber wichtig, dass man den Geist vom Traité, so wie ihn ursprünglich geholt als respektieren, an nicht hingehen, an der Ratifizierungsprozedur von einem internationalen Traité Kompetenzen von den Nationalstaaten erschränken, weil das nicht so gedurcht gewirrscht. Wir wollen noch keine umgedrehte Souveränitätsdoktrin. Souveränität von den Europäischen Union-Organen, soweit sie existiert, als Teilsouveränität kennt von den Memberstaaten. Also seht ihr doch in Artikel 4 vom Traité von der Europäischen Union, dass Kompetenzen auch nicht mehr delegiert sind, dahin, dass alles, was nicht explizit in der Europäischen Union gegangen ist, eine Nationalkompetenz ist. Also sind auch die Exklusivkompetenzen von der Union immer nicht mehr delegiert Kompetenzen von den Nationalstaaten, auch das als europäischen Traité. In Artikel 25 von der Wiener Vertragsrechtskonvention muss dabei matt gedurcht gehen, heißt Artikel 31 Alinéa 2 rappeliert gehen, an dem Sinn über die Rechtsverbindlichkeit von interpretativen Deklarationen, da das auch zu Recht so gemerkt gehen. Mit Artikel 25 muss auch interpretiert gehen, den schwätzt über die Konditionen von der provisorischen Uwendung von einem Vertrag, an dat werdet hecht von den Staat nicht voll gebunden sind, und dann hecht dat dann vom Vertrag. Wie wird so eine Stadt hei? Aber wenn euch aufgefallen ist, dass bei der Applikation provisoire das anscheinend an Europa nicht immer der Fall ist, dass den Artikel 25 an der Geist und den Verträgen von den europäischen Institutionen nicht immer respektiert gehen. Kommt, wir gucken das Referendum vom 6. April des Jahres in Holland. 61% von den Leuten haben an einer froh über den Akkord d'Association zwischen der Europäischen Union und der Ukraine dezidiert, dass sie nee zum ganzen Vertrag sollen. Trotzdem wird er weiter provisorisch appliziert. Du kannst so eine holländische Regierung hat vielleicht ihre Konklusionen gezogen, aber das ist aber ein Lackmustest. Wir müssen gucken, wann der Lo
ein Staat wirklich nee sieht, auch par voie référendaire, wie das an Holland der Fall ist, hecht dat da wirklich denn? Der Minister aus Hautainer kommen gesot von E-Staat, E-Parlament nee seht, dann ass dat denn. Mit hun aber der Fall vom Assoziationsaufkommens mit der Ukraine, an also stellt sich Klarfähigkeit von der aus so. Dann als auch gesot gehen wir bei der Europäische Parlament, ich meine, Angel hat rappeliert, das demokratisch gewählt. Das war, ich erinnere mich, der Minister ist kom, sich gefreut, das kann in Delen oder auch nicht, über den Ausgang vom Referendum an Ungarn, das hier sagt, das nicht alles, wo Männer wie die Majorität und die Wahlen betätigt, Referendum sich betätigt und also wurden ungültig. An Ungarn wird Wahlbetätigung 44,08%. Wahlpartizipation bei der Wahl vom letzten Europaparlament vor 42,61%. Über die Legitimität wird aber nie diskutiert. Wir wollen als ADR Prinzipien ganz klar so. Erstens merkt ihr, dass die ganzen Traité dem Parlament viergelöscht wird. Und dann unterscheiden wir schon an einem springenden, essentiellen Punkt von dem Text, den vier Parteien als lehnen. Vier Parteien und hat eine Motion hingelöst, und ich komme noch drauf, wo sie sagen, wir wollen das Partie mixt, wie sie so, und das ist falschen Ausdruck, das ist nicht Partie mixt, das ist Partie national an der Logik, wie das geschrieben gehen ist. Mit der Partie mixt sollen geschrieben gehen an der Logik, also Partie national, wo wir so, nee. Weil wir interpretieren, ich meine, richtig die europäische Rechtslehre, aber wir wollen dem Parlament nicht das Recht holen, über die ganze Treaty aufzustimmen. Das tun wir auch nie ähnlich an der Chambre bislang gesagt. Ich kann nicht und meine ich auch eine Motion zitieren, die etwas ähnlich sieht. Aber wir wollen auch, und das ist auch an einer Motion, Herr Präsident, die ich einmal überreichen, dass wir nach dieser Legislaturperiode vermöglich am Fall von einem Aufschluss dann von diesem Vertrag mit Kanada Werte können darüber aufstimmen. Dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben hier, und das könnt ihr auch als Konklusion aus dem, was der Minister Asselborn gesagt hat, ein Prinzip gesagt, dass man sich respektieren, wenn E-Parlament nee sieht, dann ist es eben der Schluss, was für Lützeburg besonders wichtig ist, wie das waren wir dann als Kleinland isoliert, aber wie das für mir dann darauf gehalten, dass die Rechtsgrundlage respektiert gehen, und dass wenn nee sieht, dann muss es nee sehen. Aber was machen wir an dieser Motion, die vier Parteien hier proposieren mit Wallonien? Wir so in anderen europäischen Verträgen selber, Artikel 4.2, dass die Union muss all demokratisch verfassungsmäßige Strukturen respektieren, auch die regional- und lokal Selbstverwaltung, Artikel 4.2, an Herrenmeister Belglo wieder wie Ultimatum, an Heigimmer hin, an das Regierungsparteien proposieren als eine Motion, wo man zwar feststellen, dass E-Parlament nee sieht, an wollen higoen, an ratifizieren, mir widersprechen uns ja. Mir widersprechen uns, wir so einerseits, und das ist eine vertragliche Obligation, dass all Parlament als eine konstitutionelle Rolle soll respektiert gehen, an hier fordern wir praktisch ab, als über Wallonien wegzusetzen, an Führung zu machen, ans unterschreiben. Das ist nicht als Definition von Respekt. Wir haben uns auch gewundert, über die Haltung von den einzelnen Parteien, wenn wir die Motion gucken, die hier präsentiert gehen. Also die Grünen, die hier eine fantastische Leistung, Herr Adam, es hat mich beeindruckt, hat mich stark beeindruckt, hat mich beeindruckt durch die Eleganz von einer 180-Grad-Keier, die da hier gemerkt hat, am Namen von ihrer Partei. Die hat nicht nur ein 180-Grad-Keier. Ich freue mich, was die Basis all den Grünen hält von ihren Positionen. Wir haben doch hier die Texte, die Fehler, die Grünen selber gesucht haben. Die hat hier gesagt, zweimal anerriert. Wir haben nicht die definitiv Texte, wir haben vierläufig Texte. An den geringen Gremien, du gouf aber etwas ganz ähnlich gesagt, du heißt, wenn wir die endgültig Texte holen, dann holen die geringe Position. Erst wenn das Ergebnis der Nachverhandlungen bekannt ist und das endgültige Zusatzprotokoll vorliegt, das ist noch nicht da. An aber geht es halt schon einen Akkord. Nicht alle Probleme, die erklärt er dann ihrer Partei. Genauso wie der heißt, dann muss der Vorsorgeprinzip Artikel 191 muss betont gehen, und das muss rechtsverbindlich sein. Ja, das steht an einer Erklärung der Europäischen Kommission, von der wir aber auch noch nicht wissen, wer den endgültigen Rechtsstatut von der Erklärung da ist. Wir haben also hier eine Partei, die eigentlich dieselbe, die Decisionen, die an ihrer eigenen Partei geholt sind, an einer 180-Grad-Keier Haut negiert. Dann der Respekt von den Parlamenten, ich hatte das schon gesagt, wo wir hier feststellen, dass wir immer gesagt haben, dass man die demokratischen Prozeduren respektieren. Wir hatten hier gesagt, an unserer Motion an der Chambre, dass man die Ratifikation
conformément aux procédures légales des États machen. Dat hat man den 7. Juli 2015, das ist das, was an der Belsch geschieht. Die respektieren ihre Verfassung. An aber wollen mir higoen also, dann der Belsch oder Cousin oder nicht, mir gi weiter an mir ratifizieren. Es sind also ein ganz Reihe Probleme an dem Text, den als vier gelöscht wird. Wir haben noch nicht die definitiv Texte, wie ich gesagt habe, dafür will ich da der Haut noch nicht festlegen, ob schon mal das kennt, ich mache nicht aus Respekt für die Member von unseren Parteigremien. Der zweite ist, wir haben hier einen Text, den nicht den Geist respektiert am Respekt für die konstitutionelle Regeln von einem Notbeschland, an den Respekt für die demokratische Prozeduren an der Belge. Wir haben einen Text, der sagt, wir können hier als letztes Parlament nur einen Deal ratifizieren. Steht an ihrem Tiré, le pouvoir en ce qui concerne la ratification de la partie mixte de l'accord soll Chamber agieren mir so als der klar nee merke dat das Parlament an der Ausübung souveräne Recht hat über den ganzen Vertragstext zum CETA kann muss aufstimmen für sich Meinung über Ratifikation können zu machen schlussendlich also ja auch noch so dat den Artikel 218.5 den hier invokiert gött an ihrer Motion über Ratifikation Prozeduren an d'Applikation provisoire nicht seht zu denen Dispositionen, die aber hier an der Partie der decisionell invokiert gehen. Die Motion also für uns nicht akzeptabel, aber wir werden bei unserer Linie bleiben, voller Respekt für die Souveränität von diesem Parlament, an den von den anderen Parlamenten, und wir wundern uns über Positionen von den Grünen an dieser Frage.